Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt begrüßen zum abschließenden Teil unserer Tagung, nämlich zur Podiumsdiskussion. Mein Name ist nicht Günter Rautz, wie im Programm zu lesen ist, sondern Katrin Steiner-Hämmerle. Ich bin auch nicht Leiterin des Instituts für Minderheitenrecht an der EURAC Research Bozen, sondern leite Public Management Programme an der Fachhochschule Kärnten. Wir haben einen kleinen Tausch machen müssen, weil ein Moderator heute nicht eben zur Verfügung gestanden ist und darum bin ich jetzt für die Podiumsdiskussion eingesprungen. Wir haben uns ja schon 2 Tage sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was Sprache bedeutet für Identität und natürlich auch, was wir uns alles wünschen würden, ja, um Schulen, Sprache zu fördern, was für Medien es bräuchte und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dieser letzte Programmpunkt dient jetzt dazu, uns ein wenig auch auf den Boden der Realität zurückzuholen und mit den politischen Entscheidungsträgern, weniger mit den Trägerinnen leider, aber zumindest mit den politischen Entscheidungsträgern darüber zu diskutieren, was denn in dieser neuen Legislaturperiode des Kärntner Landtages geplant ist, was wir uns erwarten können und vielleicht auch noch, ich möchte Sie dann alle einladen, liebes Publikum, auch noch dann Fragen zu stellen, was wir denn gerne noch Ihnen mitgeben würden für die nächsten 4 Jahre. Bei mir hier am Podium ist Landeshauptmann Peter Kaiser, SPÖ-Vorsitzender, und Hannes Mack, Landtagsabgeordneter und Volksgruppensprecher der ÖVP. Sie beide repräsentieren sozusagen die Kärntner Koalition. Angefragt wurde auch ein Vertreter der FPÖ. Leider gab es hier anscheinend keine Rückmeldung. Weiters hier bei mir sitzt Franz Josef Smirtnik, Landtagsabgeordneter des Team Kärnten. Sie muss schauen, auf welcher Seite. Hallo, herzlich willkommen. Und Gabriel Rieber, nicht im Kärntner Landtag, aber Obmann der Enotner Lista. Und ganz besonders herzlich begrüßen darf ich auch noch einen besonderen Gast heute. Es freut uns sehr, Herr Bischof, dass Sie auch zu uns gekommen sind. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie sich dann noch an der Diskussion beteiligen. Ja, wir haben gestern von Landtagspräsident Reinhard Rohr bei der Begrüßung den Ratschlag bekommen, wir sollen doch auch ins Regierungsprogramm blicken und das einmal durchlesen. Ich habe das dann gemacht und ich habe eine kleine Recherche gemacht, nämlich eingegeben das Wort Volksgruppe ins Suchprogramm und geschaut, wie viele Treffer ich finde. Herr Landeshauptmann, was glauben Sie, wie viele Treffer hat der Begriff Volksgruppe ergeben bei diesem Regierungsprogramm? Ich bin kein Computer, daher auch keine künstliche Intelligenz, sondern eine menschliche. Ich habe es nicht gezählt. Ich denke, es wird 4 oder 5 Mal vorkommen unter den Bullets, die wir angesprochen haben. Herr Mack, mehr oder weniger, Sie haben ja auch, oder Ihre Partei hat mitverhandelt. Man muss ja immer in Kontext stellen, nicht nur man muss ja nicht immer in Kontext stellen, nicht nur der Begriff Volksgruppe, auch die Zweisprachigkeit kommt sehr oft vor. Aber ich bin da eher beim Landeshauptmann, es wird so 4 bis 6 Mal vorkommen. Ja. Ja, da merkt man schon, dass es ein wenig überschätzt wird. Also ich habe eingegeben den Begriff Volksgruppe, habe 3 Treffer erzielt bei 2 Stellen. Wir werden uns jetzt gleich noch die inhaltliche Tiefe vielleicht anschauen dieser Stellen. Ich habe eingegeben Slowenisch, zugegebenermaßen nicht zweisprachig, kein Treffer, muss ich dazu sagen. Und auch einen Treffer für Slowenisch und keinen für Minderheit. Es gibt natürlich in der Präambel die Erwähnung der Zweisprachigkeit, der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Kärnten und es gibt beim Einleitungskapitel tatsächlich auch eine Passage. Dieses Kapitel heißt Kärnten am Land, der Schnittpunkt dreier Kulturen im Herzen Europas. Aber wo ich ein wenig enttäuscht war, war
dann die wesentlichen Vorhaben, die abgeleitet wurden. Da kommt nämlich eigentlich Zweisprachigkeit Kärntner Slowenen Volksgruppe nicht vor, sondern es geht nur um vertiefte freundschaftliche Nachbarsbeziehungen und bestmögliche Ausnutzung von EU-Programmen. Jetzt wollte ich Sie noch einmal fragen, geben Sie uns ein bisschen einen Einblick. Welche Rolle hat denn das Thema Volksgruppen, Stärkung auch der slowenischen Sprache in Kärnten bei den Verhandlungen wirklich gespielt, Herr Landeshauptmann? Also, hvala na vabilo, dober večer, danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich auch bei den Regierungsverhandlungen als einer der 3 Hauptverhandler nicht um quantitatives, nicht um ein quantitativ wertendes, sprich Minderheit versus Mehrheit Verhältnis bemüht, sondern habe versucht, das mit einzubringen, was die bisherige Zusammenarbeit in der Koalition längere Zeit auch bestimmt hat, zu schauen, dass das, was der heutigen Zeit entspricht, was dem gemeinsamen Dach Europa entspricht, was dem Verhältnis der beiden Volksgruppen zueinander, miteinander in ein und demselben Land, aber auch darüber hinaus insgesamt in Europa betrifft, dass das in den Mittelpunkt gerückt wird. Jetzt kann man, wenn man es ausschließlich auf das anlegt, natürlich ein Regierungsprogramm quantitativ bewerten. Ich hätte beispielsweise es sehr begrüßt, wenn man auch bemerkt hätte, dass die Präambel im Bereich dieser Regierungserklärung bereits das 2. Mal viersprachig ist, dass wir damit eine gewisse Internationalität und Orientierung ausdrücken und dass die Volksgruppensprache in unserem Bereich eigentlich etwas ist, das ich als wichtig, als richtig, als auch innerhalb der Möglichkeiten förderbar sehe und dass die Sprache etwas ist, was für uns immer auch mit gewisser Identität zusammenhängt. Das sind die Grundprämissen. Wir haben zwar eine Abteilung, die für Volksgruppen mit zuständig ist, im Wesentlichen ist aber auch für uns Volksgruppenpolitik eine, die sich in allen politischen Bereichen wiederfindet und daher nicht immer expressis verbis explizit erwähnt, sondern integrierter Bestandteil, so wie ich auch Volksgruppenpolitik verstehe, der gesamten Regierungstätigkeit ist. Wir haben eigene Bereiche, Gremien, wir sind gerade vorige Woche gesessen, wo wir im Dialogforum spezielle Volksgruppendinge diskutieren. Ich hatte aus denen resultierend gestern auch noch ein weiterführendes Gespräch mit dem österreichischen Bildungsminister Polaschek, wo es darum gegangen ist, die Anregungen, die gerade von Gabi Rieber auch gemacht worden sind und von Kollegen Smirtnik mit aufgegriffen worden sind, mit ihm im Volksgruppenzusammenhang über die zweisprachige Didaktik an der Bundesbildungsanstalt für Kindergärtnerinnen und Kindergärten, Elementarpädagogen zu reden, weil wir dort die wichtigsten Ansätze für Sprache auch jetzt bei den sogenannten kostenfreien Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen sehen. Dass wir auf der Pädagogischen Hochschule, auch das war Thema, die einzige zweisprachige Didaktik bereits lehren, ruft danach noch mehr Vernetzungen, noch mehr Bereiche zusammenkriegen. Und ein Punkt abschließend nur zu diesem Bereich. Wir haben zwar ein Kärntner Regierungsprogramm, aber wir haben auch berechtigte Überlegungen dahingehend anzustehen, dass wir dort, wo viele Kärntner Sloweninnen und Slowenen, sei es oder hauptsächlich auch aus Studiengründen sind, und das ist ganz besonders Wien und Graz, dass auch dort die Möglichkeit eingeräumt wird, entsprechende Einrichtungen, die zwei- oder mehrsprachig, in welchem Zusammenhang auch immer, die Möglichkeit bekommen. Das heißt, wenn Sie so möchten, dass man das Geltungsbereich der Anwendung der Internationalität, die es längst schon gibt, auch mit anbietet. Soweit der erste Stellungnahme. Vielen Dank. Auf den letzten Punkt möchte ich dann noch einmal zurückkommen, die Kooperation auch mit der Bundesregierung. Aber Herr Mack, jetzt möchte ich noch auch Sie fragen, was war denn Ihnen oder Ihrer Partei auch ein besonderes Anliegen? Sie sind ja Volksgruppensprecher. Haben Sie da Ihrer Partei auch eine Liste mitgegeben an Forderungen für die Volksgruppe und die Zweisprachigkeit? Oder sind Sie zufrieden mit dem, was herausgekommen ist? Ja, Dobar večer, guten Abend. Ich war ja nicht bei allen Verhandlungsgruppen natürlich dabei, aber so wie der Herr Landeshauptmann schon gesagt hat, war es eigentlich in allen Bereichen ein Thema. Ich war bei Kultur, Bildung und Sport, da fließt es natürlich ganz extrem mit rein. Ich bin ja auch Bürgermeister im Bezirk Völkermarkt in meiner Gemeinde Galizien.
Und da bei uns ist natürlich ganz, ganz wesentlich auch der Geopark Karawanken, der war ein großes Thema, dass diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine finanzielle Absicherung bekommt, dass wir diese noch intensivieren. Wir sind jetzt auf einer Ebene angelangt, wo wir nicht mehr von Gegeneinander sprechen, sondern wirklich nur mehr von Miteinander sprechen. Bei uns in der Region, also da gibt es ja ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es da auf beiden Seiten noch Hass geschürt wird. Und das gilt es weiterzutreiben, das gilt es weiterzuentwickeln, diese freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Das hat man jetzt auch wieder gesehen bei den Unwetterkatastrophen, diese nachbarschaftliche Hilfen, die Slowenen, unsere Nachbargemeinden in Slowenien hat es ja noch drastisch mehr erwischt wie uns, und auf dieser Ebene müssen wir noch enger zusammenwachsen, und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Danke. Ich möchte jetzt gern zu den Oppositionsparteien inner- und außerhalb des Landtages kommen. Ich habe jetzt ein bisschen mitgenommen, Zweisprachigkeit, Volksgruppenförderung ist eine Querschnittsmaterie und es gibt eine viersprachige Präambel oder eine Präambel in 4 Sprachen und es gibt eine intensive Zusammenarbeit mit Gemeinden jenseits der Grenze. Ist es genug oder hätte das Team Kärnten gern doch mehr gesehen oder hineinverhandelt, wenn man sie eingeladen hätte zu den Koalitionsverhandlungen? Najprej prav lep dober večer tudi z moje strani. V prvem bloku sem poslužil moje materinščine slovenščine, ker mislim, tukaj imam možnost, da lahko v slovenščini spregovorim. Se strinjam z mojimi predgovorniki, da je zelo veliko stvari pozitivnih, predvsem to, da se recimo dobro vzdušje dela tukaj na našem južnem Koroškem. Žal pa tukaj opazimo, da jezik pojema in če jezika ne bo več, potem tudi nas ne bo več kot narodne skupnosti in jaz mislim, to je zdaj že vedno bolj tudi prisotno v vseh vladnih vrstah in tudi pri ljudeh, da mi koroški Slovenci samo preživimo, če bomo govorili jezik. Tukaj je cerkev tista še, ki najbolj v javnost prinese še slovenščino in jaz mislim, da sem optimist, da bo gospod deželni glavar, ki zelo pozitivno vpliva na to situacijo, tudi uspel, da bo to vzdušje, ta dobra volja, ker jaz mislim, samo zakone so premalo, dobra volja, dobro vzdušje in tudi dobra volja do soseda, da bo tudi slovenščina nekako dobila ta status, da bo recimo na občinah možnost pregovoriti v slovenščini, kajti danes imaš veliko tudi tehničnih možnosti, mislim pa, da bi bilo važno, da se pač slovenščina uči v najmanjših, pri jaslicah, vrtcih in tako naprej in tukaj se bi moralo veliko še storiti, kajti tudi družine so mešane zakoni in tudi ti potem ne morejo otroke tako kot naučiti, tukaj je treba tudi v vrtcih in v jaslih urediti to, da se tam slovenščina intenzivno uči. Vsi vemo, sam vem tudi iz svoje družine, če ne govoriš konsekventno, potem slovenščina ne dobi tistega, kako bi rekel, tiste veljave, kot bi morala biti, ampak mislim, da bo uspelo tudi v naslednjih par letih, da bomo to nekako še ujeli, seveda pa rabimo dobro voljo strani ljudske stranke in strani socialdemokratske stranke. Tudi v našem timu Koroška je treba še veliko diskusij voditi tudi v to smer in to je moja naloga, mislim, da bi to vodil in da bom to tudi tako rekoč realisiral. Ich möchte aber nicht die Diskussion in die Länge ziehen, möchte sicherlich nur als Anfang ein Statement in Slowenisch abgeben, werde aber dann weiter in deutscher Sprache diskutieren und ich glaube, ich will damit zeigen, dass die Sprache das Wichtigste ist, was wir haben. Wenn wir die Sprache nicht mehr haben, sind wir keine Volksgruppe mehr und 1000 Jahre in Kärnten Slowenen, ich glaube, und wir reden gerne von Viersprachigkeit. Ich möchte mir vorstellen, dass die Zweisprachen in Kärnten das Wichtigste sind, bin aber offen, dass man auch Italienisch und Englisch selbstverständlich auch immer wieder mitnimmt, aber man hat oft das Gefühl, dass die Menschen noch immer eher auf die Viersprachigkeit reagieren als auf die Zweisprachigkeit. Das ist ein bisschen ein Problem, aber ich hoffe, dass der Herr Landeshauptmann, der Herr Mack und auch ich versuchen werden, auch unsere Kollegen im Landtag zu überzeugen, dass auch eine Sprache nichts Schlechtes ist. Es ist was Wunderschönes und ich denke, in Kärnten gibt es so viele Gemeinsamkeiten, auch beim Singen und beim Diskutieren und da bin ich Optimist, dass einiges vielleicht gelingt. Ja, vielen Dank. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Slowenisch nicht so schlimm ist, wenn man es hinter Italienisch und Englisch noch versteckt. Aber gut, Herr Riva. Guter Wille, würden Sie das auch konzedieren, da den politischen Parteien reicht guter Wille
Und vor allem die Familien natürlich, das haben wir auch beim Herrn Nehammer schon gehört, jetzt in einem Video, dass die Familien eigentlich für alles verantwortlich sind. Aber ist das jetzt ein politisches Programm oder hätten Sie, wären Sie im Landtag vertreten, hier mehr eingefordert? Und was konkret? Prav lep dober večer tudi z moje strani vsem navzočim, ki ste danes tu. Kot prvo bi rad izrabil to priložnost, da se kot predsednik Enotne liste zahvalim Mohorjevi, da to prireja take simpozije, ki malo globlje grejo v tematiko, kaj resnično potrebuje manjšina, kaj je zaščita manjšine in kako lahko tudi v različnih aspektih to pospešujemo. In se ob tem tudi istočasno deželnemu glavarju zahvaljujem, da je prisoten danes tu ob tem omizju in da se lahko pogovarjamo o bolj temeljitih in bolj resnih, nujnih ukrepih, ki so potrebni. Ja, ob's reicht, war die Frage. Was es auf keinen Fall reicht, ist das, was voriges Jahr hier beim gleichen Podium oder beim Rednerpult dort eine Repräsentantin des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst und Schule von sich gelassen hat, nämlich genau das, dass sie bei diesem Symposium gelernt hat, dass die Verwendung der slowenischen Sprache zu Hause das Wichtigste und einzig Rettende ist. Und das betrachte ich als Affront, nein, es ist ein Affront gegenüber der Minderheit, weil das ist eine Staatsaufgabe, dafür zu sorgen, dass die slowenische Sprache auch weiterhin gedeihen wird, weil schließlich steht es auch im Staatsziel, in der Staatszieldefinition. Also kann es nicht sein, dass öffentliche Stellen sich dann ausreden auf, ja, das können wir als Minderheit machen, dass wir uns auf die Brust klopfen und sagen, ja, wir sollten zu Hause konsequenter mit der Sprache umgehen, aber das kann keinesfalls die Ausrede von offiziellen politischen Vertretern des Staates oder des Landes sein. Das kann ich so nicht hinnehmen. Ja, was würde reichen? Was auch nicht reicht, und es ist vorhin schon angeklungen beim Referat der Frau Brigitte Busch, dass es zwei Dinge wirklich dringend braucht, nämlich die Alltagstauglichkeit von der Verwendung von Slowenischen. Nur wenn ich aber in der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt hineinschreite und dann suche, dann habe ich zwei Optionen. Entweder bringe ich einen Dolmetsch mit oder ich lasse jemanden suchen, der slowenisch mächtig der Sprache wäre. Also das ist es nicht. So kann die Sprache niemals alltagstauglich werden. Wenn ich nicht dort, wo ich auf öffentlichen Terrain auf jemanden treffe, darin vertrauen kann, dass ich auf jemanden treffe, der meine Sprache versteht oder zumindest im Dialekt, dass wir uns unterhalten können. Und das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zu dem, wie es in Südtirol gehandhabt wird. Weil in den ladinischen Gemeinden ist die Erlangung eines Jobs im öffentlichen Bereich ohne Kenntnisse der ladinischen Sprache unmöglich. Also da kann man sich schon irgendwo ausmalen, wo so der Zwischenweg wäre, damit man eine Sprache alltagstauglich machen kann. Und das ist ganz wichtig. Und das nächste ist natürlich der schulische Bereich. Über den diskutieren wir ja mit dem Landeshauptmann und mit den restlichen Teilnehmern im Dialogforum ständig. Da gehört noch mächtig viel ausgebaut, weil es kann nicht sein, dass zwei, und ich rede von einem konkreten Beispiel, zwei Freunde, die sich schon vor dem Kindergarten gekannt haben und Slowenisch untereinander kommuniziert haben, nach 14 Tagen nicht mehr Slowenisch untereinander kommunizieren und das sogar, obwohl die Familien alle slowenischsprachig sind, dann zum Schluss nach ein paar Wochen bohren, wie das sein kann. Die Meldung kommt vom Kleinen und wir wissen, dass das nicht aus der Familie kommt, dass Slowenisch schier ist. Also es fehlt noch einiges an Akzeptanz, an Wert einer Sprache, damit sie auch angenommen werden kann, egal von wem, von den Erwachsenen oder von den Kindern. Und dieser Wert muss eben gesteigert werden. Das war auch voriges Jahr hier ein Thema mit der Studie von der Pädagogischen Universität mit dem Sprachimage. Und ich finde, da ist unser Schlüssel für die Antwort, wie wir weitermachen können.
Ja, also wir hatten gestern ja einen Vormittag mit Schülerinnen und Schülern, jungen Menschen, die tatsächlich für mich auch noch erschreckende Berichte abgegeben haben von Diskriminierung, Mobbing in der Schule, Angst, Slowenisch zu sprechen. Da habe ich mir auch gedacht, ja, dass es eigentlich schon besser ist, was ja immer behauptet wird. Vielleicht noch einmal an Sie, Herr Landeshauptmann, welche Verantwortung trägt denn die Politik, dass das jetzt besser wird, auch im Zusammenleben mit der Mehrsprachigkeit, aber vor allem mit der Zweisprachigkeit in unserem Land? Was kann denn die Politik tun? Ich möchte dann am Ende auch noch einmal auf konkretere Themen wie vorschulische Bildung, Amtssprache und so weiter eingehen. Aber weil es jetzt gerade der Herr Rieber angesprochen hat, dieses gesellschaftliche Klima, wo man immer sagt, es wäre doch jetzt alles, kein Konflikt mehr zu sehen. Aber die Jungen gestern haben doch zum Teil sehr erschreckend anders auch berichtet von ihrem Alltag. Also ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, es ist alles friktions- und konfliktfrei. Das wäre auch überhaupt nicht einer Realität entsprechend gegenüber der Volksgruppe oder im Zusammenhang mit der Volksgruppe nicht, aber auch in vielen anderen gesellschaftlichen Distinktionen nicht, wo es immer wieder auch Diskriminierungsansätze gibt, sei es in geschlechterspezifischen Rollen und die vielen anderen mehr. Was wir machen können, ist versuchen, und das ist eine der Hauptaufgaben der Politik, vor allem der verantwortungstragenden Politik, dass wir das, was wir an Instrumente, Möglichkeiten, Gesetzen haben, auch versuchen, vorbildhaft einzusetzen. Und ich denke, dass die grundsätzliche Behandlung, sei es jetzt des Berichtes über die Lage der slowenischen Volksgruppe, die Verankerung in der Landesverfassung, das zumindest einmal Meilensteine sind, auf denen man aufbauen kann und wo wir auch sukzessive versuchen müssen, Verbesserungen darzustellen. Gabi Rieber kritisiert aus seiner Sicht wahrscheinlich berechtigt manche Missstände, was die Qualität der Sprache, der Hochsprache, die entsprechende Wertigkeit und der Inhalt der Sprache betrifft. Auf der anderen Seite haben wir im zweisprachigen Minderheitenschulgesetzgebungsbereich und darüber hinaus sehr wohl auch oftmals auch bestätigt von den zuständigen Organen der Bildungsdirektion, schon einen positiven Trend, der sich von vielen anderen Trends gravierend unterscheidet, nämlich der perzentuelle Anteil an der zweiten Landessprache, dem Erlernen derselben im Pflichtschulbereich, vor allem in den ersten 3 Primarstufen. Also wir haben, glaube ich, eine Situation, die so wie viele andere im Wechselentwicklung der gesamten gesellschaftlichen Bereiche da sind. Aber ich würde aus meiner Sicht auch nach 11 Jahren Verantwortungsträger als Volksgruppenreferent sagen, dass sich die gesamte Situation eher positiv denn rückwärts entwickelt hat. Ja, manche Verbesserungen gehen vielen zu langsam, manchmal auch mir. Was ich aber nicht mehr möchte, ist Rückfälle, gerade in Zeiten, wo Nationalismen europaweit wieder eine Renaissance erleben, einen Rückfall in Nationalismen zu erleben, weil wir Dinge zu schnell, ohne den Großteil der Bevölkerung mitzunehmen, mit einbringen. Und daher, glaube ich, ist einiges zu tun, und das haben wir auch in unserem Regierungsprogramm drinnen, das, was wir Nachhaltigkeit nennen. Auch und ganz besonders im Bereich der beiden Landessprachen, im Bereich der Kultur, im Bereich der Unterstützung, dort wo gesellschaftlich Sprache verwendet wird, das geht vom slowenischen Atletski Club und den Fußballbereichen bis hin zu Hermagoras, Mohorjeva und vielen anderen Bereichen, dass dort die jeweilige Unterstützung, Möglichkeit und Betätigung gegeben, gefördert und auch gemacht wird. Und schauen Sie sich einmal Zahlen und Unterstützungsbereiche im Vergleich zu anderen im Bericht über die slowenische Volksgruppe in Kärnten an, da werden Sie sehen, dass auch hier eine in Summe positive Entwicklung ist, manchmal auch unterstützt vom Bund. Ich möchte noch so schnell den Herrn Smirtnik was fragen, bevor ich zu Ihnen komme, Herr Mack. Sie haben, glaube ich, vor kurzem im Landtag ein wenig zu lange Slowenisch geredet. Da gab es irgend so eine Episode. Ich weiß es nicht, wie erleben Sie denn dieses Reden in der Öffentlichkeit eben auf Slowenisch? Wie haben Sie da auch öfters unangenehme Situationen immer noch oder hat sich das stark verändert? Was passiert Ihnen denn so? Und vielleicht erzählen Sie auch noch kurz diese Episode aus dem Landtag.
Vielleicht ganz kurz, ich war jetzt 12 Jahre Bürgermeister und ich habe immer wieder die slowenische Sprache verwendet und muss sagen, dass nie deswegen gewisse Komplikationen oder auch Anfeindungen ich gespürt habe. Es war ganz normal, der Landeshauptmann war bei der Eröffnung des Kindergartens dabei, da war alles zweisprachig. Das heißt, wir leben ja diese Zweisprachigkeit und das habe ich angenommen, dass das auch im Landtag so klappen könnte. Habe leider was anderes erfahren, aber ich werde immer wieder versuchen, gewisse Punkte noch hineinzubringen, weil ich glaube, meine Aufgabe ist es, obwohl auch in meiner Fraktion das nicht so, wie soll ich sagen, noch ausdiskutiert werden muss und gewisse Diskussionen stattfinden werden und finden. Ich bin da ganz offen und ich glaube, auch mit Herrn Landeshauptmann und Herrn Mark haben wir besprochen, der halt vielleicht kürzer werden, aber ich will symbolisch die slowenische Sprache im Kärntner Landtag irgendwie präsent halten, weil ich finde, das ist meine Aufgabe als Angehöriger der slowenischen Volksgruppe und da werde ich mich davon nicht abhalten lassen und ich bin überzeugt, dass dadurch nicht ein Konflikt entsteht, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen des Landtages, ich bin ja mit denen viel zusammen, ich versuche auch, ihr kennt mich auch mit Schmäh und Humor, gewisse Sachen auch zu platzieren, auch bei der Freiheitlichen Fraktion. Letztens habe ich Dobro jutro gesagt und einer, das machst du, jedes Mal ein Wort zu lernen, ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, solche Sachen müssen wir auch praktizieren. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mit Humor und gut gesinnt versucht, auch die Sprache weiterzubringen, haben wir auch was Positives für das Zusammenleben gemacht. Ich weiß aber, dass noch sehr viel zu machen ist, weil wenn wir die Sprache nicht sprechen, sie nicht verwenden, dann verschwindet sie. Und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Aufgabe und ich glaube auch gemeinsame Aufgabe aller Kärntnerinnen und Kärntner, ihnen bewusst zu machen, wenn wir die Sprache nicht verwenden, wenn die Sprache nichts wert ist, unter Anführungszeichen, ich behaupte auch finanziell wert ist oder anderswertig angesehener ist, wenn ich 2 Sprachen spreche, dass ich mehr angesehen bin, dass ich mehr geleistet habe. Ich glaube, das wird unsere Aufgabe in den nächsten 4, 5 Jahren sein, auf das hinzuweisen, dass wenn man zweisprachig ist, dass man halt auch dementsprechend, ich will nicht behaupten, aber man ist besser ausgebildet. Und ich glaube, dieses Schema von Kärnten, dass 1 mehr wie 2 ist, müssen wir einmal vergessen. Als Zwischenlösung Simultanübersetzung im Kärntner Landtag, könnte sich das Kärnten noch leisten? Das ist Aufgabe der gesetzgebenden Körperschaft. Wir könnten es uns auf alle Fälle leisten, vor allem bei 2 so versierten Übersetzerinnen, wie wir sie heute haben. Gut, das wäre ja schon eine Ansage. Darf ich nur eine Ergänzung zu meinem Kollegen Smirtnik machen? Wissen Sie, wer die 3 längsten Reden in Slowenisch im Kärntner Landtag gehalten hat? Der Landeshauptmann. Ja. Herr Generalkonsul, voilà. Bei allen 3 Regierungserklärungen war der Teil, der von mir zweisprachig gehalten wurde, der mit Abstand am längsten und nicht unterbrochene. Also Franz Josef, ein paar Chancen haben wir noch. Ich habe gedacht, wenn der Landeshauptmann sprechen darf ich auch, aber jetzt müssen wir ein bisschen zusammenreißen. Du nimmst deinen Vornamen, meinen Familiennamen, dann steigen die Chancen. Gut, zurück vielleicht wieder zur Verantwortung der Politik für gesellschaftliches Klima. Herr Max, Sie sind ja auch Vertreter der Bundeskanzlerpartei. Ich möchte jetzt ein bisschen auch auf die österreichische Bundesebene kommen. Was unternimmt denn die ÖVP, um das gesellschaftliche Klima gegenüber Menschen, die eine andere Sprache sprechen? Und ich will jetzt das nicht nur eingrenzen auf Kärntner Sloweninnen und Slowenen, weil wir haben auch bei den Jugendlichen gestern gesehen und auch heute bei den Fachvorträgen, dass so Identitäten sich vermischen, dass es ein multilinguales Zusammenleben geben wird. Aber was unternimmt denn die ÖVP jetzt auch in ihrer Verantwortung in der Bundesregierung, um hier das Klima entsprechend zu fördern? Also nach Rücksprache mit meinem Kollegen im Nationalrat gibt es da ständigen Dialogprozess und inhaltlichen Austausch zwischen den Volksgruppen. Am 12. Dezember meines Wissens nach gibt es ja einen Tag der Minderheiten im österreichischen Parlament. Ebenso die Beiratsvorsitzenden der autochthonen Volksgruppen werden immer gehört. Bei uns das Dialogforum ist ja beispielgebend in Kärnten und gibt ja auch Themen nach Wien vor, gerade im Bildungsbereich. Und sie hört auch auf uns. Die 15a-Vereinbarung wurde ja wesentlich abgeändert zum Positiven auch für den Bildungsbereich. Und
Es ist eine wichtige Thematik von Österreich. Wir sind ja eine junge Republik. An allen Nachbarsgrenzen gibt es autochthone Minderheiten. Und wie man hört, funktioniert das Zusammenleben immer besser im Grenzbereich. Ich habe natürlich das Regierungsprogramm auch mitgebracht. Ich teste es jetzt nicht ab, aber ich kann nur sagen, der Begriff Volksgruppe kommt öfters vor, weil es natürlich ein eigenes Kapitel dafür gibt. Das Problem ist jetzt nur Folgendes. Wahrscheinlich ist die Regierung nicht mehr sehr lange amtsfähig, weil nicht mehr so lange im Amt. Wir merken ja schon den Wahlkampf. Aber es sind doch ein paar Punkte drinnen, Neukodifikation der verfassungsrechtlichen Bestimmungen, etliche Sachen zur Volksgruppenförderung, bessere Sichtbarmachung der Volksgruppen im ORF, dass man eben eine Modernisierung der Volksgruppenvertretung auch plant, mehr Volksgruppensprachen im virtuellen Raum, Amtssprache im Finanzamt, Gemeindewebsites und so weiter und so fort. Ich nehme mal an, Sie kennen dieses Regierungsprogramm. Wie oft haben Sie denn schon bei Ihren Kollegen im Nationalrat angeklopft und haben gesagt, da wäre noch was offen, da sollte man aus Kärntner Sicht dringend was unternehmen? Ja, wir befinden uns ja im ständigen Austausch. Für mich persönlich ein wichtiger Aspekt ist, wie Sie jetzt ja alle mitbekommen haben, ich bin der slowenischen Sprache nicht mächtig, obwohl im zweisprachigen Raum lebend. Bin 82er Baujahr, also in einer, sagen wir es wahrscheinlich, in sehr schwierigen Zeit auf die Welt gekommen. Meine beiden Kinder dürfen aber die slowenische Sprache erlernen in der Volksschule in Galizien, sind aber ohne Vorkenntnisse in die Schule gekommen. So wie viele derer Klassenkollegen. Ein wesentlicher Punkt wäre, um das noch sichtbarer zu machen, auch für die, sagen wir mal, so schlecht slowenisch sprechende Bevölkerung, gerade in unserer Region, wäre es, Dobar dan Koroška, das sehr, sehr gerne von vielen gesehen wird, auch zu übersetzen, mit Untertiteln zu versehen. Man würde damit die Sprache lernen, sie verbessern, einfach begreiflicher zu machen. Das wäre meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Beitrag, damit beide Sprachen präsentiert werden und auch die Berichte wahrgenommen werden können. Ich schaue sehr gerne, verstehe leider sehr, sehr wenig, manchmal natürlich aus dem Kontext ein bisschen heraus, aber das wäre natürlich eine Maßnahme, um das auch zu stärken. Die Homepage Ihrer Gemeinde, ist die schon zweisprachig? Ist noch nicht zweisprachig. Wäre auch eine Anregung, bevor man die Wünsche an andere richtet, auch selber was zu unternehmen. Herr Landeshauptmann, im Bund sind Sie ja Opposition. Jetzt würde mich interessieren, wie oft fahren Sie nach Wien und fordern auch hier mehr Umsetzung oder noch eine schnellere Umsetzung ein, wenn es um dieses Kapitel Volksgruppen geht? Ich mache das nicht über meine Partei, sondern ich halte den direkten Kontakt auch in meiner Funktion als Landeshauptmann Volksgruppenreferent zu den jeweiligen Ministerien. Mit Bernard Sadovnik, mit den Kolleginnen und Kollegen des Volksgruppenbüros haben wir versucht, auch in der Frage Spracherwerb, Unterstützung des Spracherwerbes in der Elementarpädagogik bei Frau Bundesministerin Raab und gestern einmal mehr wiederholten Male beim Bildungsminister Bollaschek Fortschritte zu erzielen. Was uns gelungen ist, ist die Förderung der Kompetenzen auch von Slowenisch sowie von Englisch. Was nicht, ich sage es wirklich, eher nicht verstanden wurde, ist, dass eine anerkannte Volksgruppensprache aus meiner Sicht eine eigene Titularium verdient, um gefördert zu werden. Wir haben entschieden, trotzdem wenigstens den ersten Schritt in dieser 15a-Vereinbarung zu gehen, damit wir hier jetzt auch vermehrt Slowenisch, aktiv Slowenisch Sprechende auch aus Slowenien in unserem Land zu bekommen, in die Betreuung mit einzubinden, mit gewissen rechtlichen Absicherungen auch in den zweisprachigen Kindergartenbereich mit einsetzen zu können. All diese Dinge laufen, die gehen aber 10-mal besser in direkten Auseinandersetzungen auf den jeweiligen ministeriellen Ebenen. Und gestern konnten wir vereinbaren, dass Minister Bollaschek auch ins Dialogforum kommen wird, um über die Fragen, die vor allem von deiner Seite, aber auch von Teilen des Dialogforums aufgegriffen worden sind von den slowenischen Organisationen, mit ihm einmal besprochen werden. Ich hoffe, dass diese Einladung im ersten Quartal des nächsten Jahres, bevor wir dann tatsächlich in die Intensivphase einer Wahlbewegung kommen, noch erörtert werden können. Also der direkte Weg ist ja besser. Und im Übrigen,
auch sehr, sehr viel, weitaus mehr, als wir es manchmal hier mitbekommen, weil es ja nicht unbedingt immer sehr medieninteressant ist, geschieht im Ausschuss der Regionen, geschieht auf europäischer Ebene, wo viele Dinge, Austausch der Volksgruppenfragen da sind. Vieles geschieht auch auf internationaler Ebene. Viele von Ihnen kenne ich von unserem heuer bereits zum 33. Mal stattfindenden Volksgruppenkongress. Und ich sage persönlich, habe ich mich irrsinnig gefreut und daher ist dieser Vorschlag vom Kollegen Mack wirklich auch nochmal mitzunehmen. Vor wenigen Tagen 25 Jahre Agora, die Generalintendantin des ORF anwesend, viele Leute der ersten Stunde und hier hat sich etwas entwickelt, was niemand, ich nehme mich inklusive dazu, was niemand geglaubt hat, dass es sich so entwickeln kann, dass heute das auch eine zumindest verankerte, informelle Sendeleiste ist, in der die slowenische Sprache immer wieder und notfalls auch den ganzen Tag, notfalls meine, wenn Sie genügend Redakteure haben und nicht jetzt reine Musik spielen, erhörbar und damit in der Öffentlichkeit präsent ist. Und das sind erste Schritte, man sollte nie zufrieden sein, das ist auch Agora und andere nicht, aber wir haben damit auch etwas, was in Österreich fast nie diskutiert wurde, geschätzte Damen und Herren, mit erreicht. Dass auch der steirische Raum mit dazugezählt wird, dass wir wissen, dass wir in Kärnten zwar befehdet durch geschichtliche Ereignisse, aber eine weitaus größere Verankerung haben, dass aber auch in der Steiermark positive Entwicklungen da sind und nachdem wir endlich den Mind Change, den Kopfwechsel geschafft haben, dass man zwei Sprachen als Vorteil, zumindest in großer Mehrheit und nicht als Nachteil sieht, seit damals, glaube ich, werden wir in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber auch in diesen Fragen besser vorankommen als in der Vergangenheit. Ja, Herr Riva, das Mikrofon kommt zur richtigen Stelle. Ich wollte Sie fragen, und zwar, warum diese Dinge liegen geblieben sind, wird auch oft die Verantwortung den Volksgruppen selber gegeben, dass sie zu wenig Druck machen, dass sie zu wenig lobbyieren, dass sie vor allem zu wenig geeint auftreten. Sie lachen jetzt schon, Sie kennen diesen Vorwurf, aber ist da nicht auch was Wahres daran? Hätten Sie nicht in dieser letzten Periode, ich rede jetzt vom Bund, auch öfters nach Wien fahren müssen und zumindest jene Punkte, wo Sie Konsens haben in den Volksgruppen oder auch in der slowenischen Volksgruppe, mehr Druck machen, dass das auch wirklich passiert? Frau Steiner-Hämmerle, Sie sprechen da ein sehr wahre Begebenheit an. Ja, natürlich wäre es die Aufgabe aller Vertreter der slowenischen Minderheit, öfter vor der Tür beim Parlament auch in Wien zu stehen. Letztlich ist die Bundesregierung die Rahmengesetzgebung macht für Minderheitenschutz und so weiter. Und was auch verabsäumt worden ist, woanders funktioniert das anders, dass man auch konkrete Gesetzestexte vorlegen würde, weil wir verlassen uns viel zu oft, und das haben wir genau in dieser Regierungsperiode auch wieder erlebt, es gibt ein Regierungsabkommen, aber den konkreten Inhalt, die wirklich das Fleisch wird nicht geliefert, und da ist es auch an uns, da einzuspringen, wenn die Regierung eben zu lasch ist in solchen Dingen. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt auch die Möglichkeit, und das ist eben dem Land Kärnten in seiner Autonomie überlassen, in seiner Verantwortung nicht auf die bundesgesetzliche Rahmengesetzgebung zu warten, sondern das Land Kärnten kann auch aus eigenem Antrieb Gesetze beschließen, ohne Vorgaben vom Bund. Und mich würde es sehr freuen, wenn es auch zu solchen Schritten kommen würde. Einen Schritt könnte ich mir jetzt als nächstes gleich vorstellen, weil es ist zwar eine große Errungenschaft, dass diese 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern getroffen worden ist, wo die Förderung von zweisprachigen Vorschulgruppen oder die konsequente pädagogische Umsetzung solcher Kindergartenprogramme gefördert wird. Aber das ist wieder so ein Ding, wo es so, wir möchten, aber wir tun es doch nicht ganz.
Weil wenn wir es ganz wollen würden, als Politik meine ich jetzt, vom Staat und vom Land, dann würde man ein Gesetz machen. Und dem Gesetz für die vorschulische Erziehung fehlt ganz einfach zum Beispiel die Definition, was ist überhaupt eine zweisprachige Pädagogin im slowenischen Kontext. Diese Definition fehlt. Und dementsprechend fehlen auch sämtliche Besoldungsthemen, die dazugehören. Wie wird damit umgegangen? Der Herr Smotnik hat es vorher angesprochen. Wie ist der Mehrwert dieser Mehrleistung, wenn jemand zweisprachig befähigt ist? Weil eigentlich ist das wieder, und ja, damit komme ich jetzt zurück zu dem Thema vom Wert der Sprache, eigentlich ist es ja eine ordentliche Watschen. Wenn man als Kindergartenleiterin, als zweisprachig pädagogisch hochwertig geschulte Kindergartenpädagogin 60 € pro Monat Zulage bekommt dafür, dass man da praktisch doppelt versiert ist. Und das sind Themen, die sehr wohl auch das Land in die Hand nehmen kann, ohne darauf zu warten, bis die Bundesregierung wirklich ins Handeln kommt. Gut, Geld, glaube ich, mehr Geld wollen alle. An dem allein wird es auch nicht besser, denke ich mal. Aber es ist eine wichtige Anerkennung überhaupt von vielen Frauen in Berufen, die zu wenig bezahlt bekommen. Aber eine andere Möglichkeit wäre es ja noch, Minderheitenrechte durchzusetzen durch Klage. Also ich denke jetzt nur, das Land Burgenland hat auch geklagt, der Verfassungsgerichtshof muss sich jetzt mit dem ORF-Stiftungsrat beschäftigen. Ist es auch überlegt, Sie haben ja jetzt keine Vertreter in der Politik selber oder in beschließenden Körperschaften, wird immer noch darüber überlegt, auch vielleicht einmal das eine oder andere einzuklagen, ich sage jetzt nicht nur vor dem Verfassungsgerichtshof, sondern vielleicht auch auf europäischer Ebene? Ja, zudem 2 Punkte. Als erstes Klagen, und das haben wir uns tatsächlich auch als Eltern, ich mit meiner Frau, überlegt, weil wirklich solche Missstände offenkundig geworden sind. Nur wenn es um den schulischen Bereich geht, dann stellt man das Kind mitten hinein in den Konflikt, weil eine Klage ist ein Konflikt. Und das wird kein Elternteil in Südkärnten machen. Das erleben wir ja, weil das alles individualrechtlich abgehandelt wird. Und genau das ist das Problem, das wir ja vorher in den vorigen Panelen schon gehört haben, dass praktisch die Minderheit nur mit Individualrecht, mit Einzelklage vorankommen kann und es fehlt ein Verbandsklagerecht, wo die Minderheitenvertreter auch die Möglichkeit hätten, etwas zu monieren und einmal darauf aufmerksam zu machen auf eben juristischer Ebene. Was wir als Enotna-Lista und gemeinsam auch mit unseren Kollegen, den restlichen Minderheitenvertretern, machen werden in nächster Zeit, wir bereiten vor eine Eingabe im Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments. Und ich bin sehr guter Hoffnung, dass es 4 Unterschriften darunter geben wird. Und das Thema? Das Thema sind genau die Umsetzung des Minderheitenschutzes in Österreich. Herr Smiertnik, Sie sind, glaube ich, ja nicht sehr konfliktfreudig, wie ich Sie einschätze. Oder vielleicht kann ich mich auch täuschen. Aber das Thema Klage, überlegen Sie das auch in Ihrer Partei oder mit Ihren Kollegen? Sie haben das richtig erkannt. Ich bin sicherlich einer der Letzten, der klagt, weil ich das mich auch unwohl fühle, persönlich als Privatmann irgendwo bei einer Klage dabei zu sein. Ich glaube, wenn man mit Menschen spricht, kann man viele Konflikte im Vorfeld lösen. Und so betrachte ich auch die Volksgruppenpolitik in Kärnten. Und wir sind, ich glaube, am richtigen Pfad. Nur, es müssen ein paar Taten folgen. Und ich glaube, mit dem Landeshauptmann, Herrn Mack und einigen noch, werden wir versuchen, auch so kleine Schritte in die richtige Richtung zu setzen. Meine Vision wäre, hier in Alpe-Adria-Raum, wir haben ja sehr super schöne Veranstaltungen, nur mir fehlt es an die Dreisprachigkeit, fehlt mir bei diesen Festen, wenn ich denke, Völkermarkt, Villach. Ich habe geschaut, super Alpe-Adria-Feste, aber es ist italienisch wenig gewesen, slowenisch nichts. Das heißt, hier muss man auch so viel konsequent sein, diese 3 Sprachen auch zu verwenden. Und damit würde man auch schon sehr viel Positives in der Bevölkerung bewegen. Dass das kein Schreckgespenst ist, sondern etwas, wo eine große Chance besteht. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir arbeiten. Ein nächster Punkt ist, wo ich auch den Landeshauptmann schon angesprochen habe,
die Wegweiser, egal wo sie in Kärnten stehen, zu den Grenzübergängen nach Slowenien, warum sollten die nicht zweisprachig sein? Jezerski-Vrch, Ljubel, Holmetz, das glaube ich, das ist ein Schritt, wo man die Menschen so schön langsam auch an diese Zweisprachigkeit auf der Topografie hinführt, weil ich bin überzeugt, Hans Zimmer war ein Kämpfer damals für die Ortstafeln, er ist gescheitert, aber ich glaube, hier könnte man, weil er bekommt jetzt eine Würdigung, es gibt ein Symposium, ich habe ihn persönlich gekannt, er war ein Gast am Hof Smrtnik und haben sehr viel politisiert und ich muss sagen, er war sehr enttäuscht, dass das nicht gelungen ist, aber ich glaube, wenn man jetzt mit dem Hans Zimmer das Ganze verbindet und versucht, die Topografie noch ein bisschen zu erweitern, die Gemeinden haben die Möglichkeit, der Herr Mack hätte auch eine Chance, der Apache bei meinem Bruder eine Tafel aufzustellen. Ich glaube, dann hätten wir schon kleine Schritte und ich glaube, nur so können wir vieles bewegen. Ich bin überzeugt, dass mit Klagen, mit gewissen rechtlichen Mitteln man einiges bewegen könnte, aber das so weit weg ist, dass ich da eher daran nicht glaube. Ja, also ich sehe schon, der Wille ist ja da, wie alle sagen, aber jetzt würde ich gern auch zu Ihnen übergeben, ins Publikum, weil ich denke, wir müssen jetzt schon noch versuchen, ein paar konkrete auch Zusagen oder von der Politik zu bekommen oder Forderungen zu stellen. Wir haben am Vormittag diskutiert, es gibt 3 Themen, wo die Volksgruppe eigentlich seit Jahren eine einheitliche Position hat. Das ist vorschulische Bildung, Gerichtssprache und auch eigentlich, dass es eine notwendige Reform braucht des Volksgruppengesetzes. Und ich würde jetzt gern dir, Karl Rehn, die erste Frage geben ans Podium, nämlich zum Thema vorschulische Bildung. Du hast dich ja da sehr damit auseinandergesetzt und es gab ja auch diese Diskussion mit der Möglichkeit, also dass Kindergartenpädagoginnen, die aus Slowenien kommen, nicht Deutsch auf Matura-Niveau brauchen zum Beispiel. Das hast du ja als Schikane eigentlich dargestellt. Und vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, das da noch einmal zu erklären und vor allem auch zu klären. Ja, herzlich willkommen allesamt am Podium. Es freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich denke, so wie ihr da zusammensitzt, wir sind quasi unter uns im Sinne von, uns ist der Erhalt der slowenischen Sprache in diesem Land ein Anliegen. Ich sehe es beim Landeshauptmann, wie er sich bemüht, bei diversesten Anlässen das Slowenische mit einzubauen. Der Herr Mack ist Bürgermeister in Galizien, quasi auch traditionell klassisch zweisprachige Gemeinde. Du kennst die Situation vor Ort, du weißt ganz genau, wie die Großeltern und so weiter gesprochen haben. Das heißt, das ist unsere Identität, das ist unsere Herkunft. Und das, was auch ich habe gestern diesen Eindruck bekommen von den Jugendlichen, wo ich selbst manchmal erstaunt bin, dass die Jugendlichen nicht nur das mit Diskriminierung, sondern eher, dass es eine derartige Angst gibt, dass diese Sprache wirklich verschwinden wird. Dass jeder sagt, okay, wer wird mit mir noch Slowenisch reden und wie wird das weitergehen und so weiter. Und das ist da wirklich quer durchspürbar. Kurzum, ich denke, neben all diesen Überlegungen, wir müssen wirklich ganz konkretes Maßnahmen setzen, um diese Sprache in diesem Land langfristig abzusichern. Und ein ganz zentraler Punkt ist natürlich die vorschulische Bildung. Die Kinder lernen sprechen in der Kindertagesstätte de facto heute. Den Großteil der Zeit verbringen sie in der Kindertagesstätte, sogar mehr wie vielleicht im Elternhaus. Das ist eigentlich eine ideale Situation, um Sprachen zu lernen, auch um Volksgruppensprache zu lernen. Und wir haben in Kärnten in dem Bereich einiges erreicht, aber noch viel zu wenig erreicht. Und überall, wo es gelungen ist, diese Sprachassimilierung einzudämmen und die Revitalisierung wieder voranzubringen, haben es angesetzt natürlich genau hier bei diesen Kleinsten. Wir haben eigentlich aus meiner Sicht dort 2 Probleme. Erstens, in einigen Gemeinden machen die Gemeinden selbst eine halbwegs ordentliche Kleinkind- oder vorschulische Betreuung. In einigen Gemeinden gibt es Private, die das übernehmen und in anderen Gemeinden gibt es gar nichts. Und in diesen Gemeinden, wo es gar nichts gibt, da müssen Angebote geschaffen werden. Und mir wird niemand erklären, dass es hier ein Angebotsdefizit gibt, weil in denselben Gemeinden gibt es sehr viel an Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht dann in der Volksschule. Also, und ich gehe davon aus, wenn jemand das Kind zum zweisprachigen Unterricht in der Volksschule anmeldet, dann würde es auch im Kindergarten tun oder in Kindertagesstätte. Das heißt, wir haben hier definitiv ein Angebotsproblem. Und dann ist die Frage, erstens, wie bewege ich Gemeinden dazu, oder Private dazu,
als Träger einzusteigen. Das ist in erster Linie ein finanzielles Problem. Da kommt das Kindergartenfondsgesetz ins Spiel, das ja im Regierungsprogramm dezidiert erwähnt ist. Und da ist die Frage, wie wird dieses Kindergartenfondsgesetz novelliert werden? Wird es Anreize schaffen, dieses Netz an zweisprachigen Kindergärten auszuweiten und flächendeckend quasi dann zu installieren? Und B, natürlich das große Problem, insgesamt in Kärnten, aber auch spezifisch für Zweisprachigkeit, wie gehen wir da mit dem Personal um? Wir haben viel zu wenig Personal, zweisprachig qualifiziertes hier in Kärnten. Letztlich, wenn wir das haben wollen, dauert es wahrscheinlich viele Jahre, dass wir eigenes nachbilden. Da haben wir die einzige Möglichkeit, wirklich Personal aus Slowenien herzubekommen. Wir haben es zum Teil bei der Amagoras gemacht, aber es sind da wirklich manchmal lächerliche Hürden gescheitert oder fast gescheitert, dass nämlich dann von jenen Personen, die für die slowenische Sprache zuständig sind und die sich durchaus fähig sind, landläufig Deutsch mit den Kindern auch zu reden, aber es von denen dann quasi Deutschkenntnisse auf Matura-Niveau gefordert werden. Und nicht einmal von den österreichischen Staatsbürgerinnen und von diesen Kleinkindererzieherinnen wird das gefordert. Also da sind wirklich Anforderungsprofile runterzuschrauben, weil wenn ich zu wenig Personal habe, dann muss ich schauen, wo organisiere ich es her. Und da gehört mehr an Abstimmung vielleicht auch mit Slowenien dazu. Wir haben derzeit ein größeres EU-Projekt genehmigt bekommen vor kurzem, wo das auch ein Punkt ist, diese Abstimmung betreffend Ausbildungsprofile. Aber bei solchen konkreten Sachen müsste man ansetzen und diese konkreten Punkte nicht aus Sicht verlieren. Mir kommt es so oft vor, auch betreffend unserer eigenen Vertretungen, dass zwar immer wieder das betont wird, aber dass dann niemand am Ball bleibt und dann letztlich die Jahre ins Land ziehen und wir singen ein paar Lieder mehr, aber es hat sich definitiv nichts verändert. Danke. Dankeschön. Also es scheitert oft an der Verwaltung, an eigentlich kleinen Hürden. Jeder kann am Podium schöne Worte von sich geben, aber wer kümmert sich denn um die Details? Herr Landeshauptmann, Sie sind nicht mehr Bildungsreferent, aber Sie waren es lange genug, um, glaube ich, zu wissen, um was es da jetzt geht. Vielleicht können Sie da ein bisschen auch für Aufklärung sorgen. Also ich sehe nur Teile des Problems. Wir haben ein gesamtes Problem, insgesamt in nahezu allen Professionen zu wenig Menschen, Arbeitskräfte zu haben. Das ist nicht etwas, was die Bildung allein betrifft, dort ganz besonders. Das muss man mal, glaube ich, dem voranstellen und nicht daraus schon irgendwie abzuleiten, das und das ist uns nicht wert oder wichtig genug. Das ist einmal das Allererste. Das Zweite, ich glaube, dass wir auch mit der Öffnung und auch den Schutz der privaten zweisprachigen Kindergärten, dass sie nicht jetzt von Gemeinden in irgendeiner Art und Weise finanziell unter Druck gesetzt werden. Wir waren ja selber im selben Gremium noch drinnen, wie wir auch die finanzielle Besserstellung noch eingeleitet haben, dass einmal diese Flanke geschlossen ist. Das Zweite ist Angebotsproblem. Ja, aber das hat mehrere Seiten, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich vermisse es sehr, ich habe das schon ein paar Mal auch getan, dort, wo wir selber etwas tun könnten. Beispielsweise nicht nur jetzt in den zweisprachigen Kindergruppen, sondern bei zweisprachigen Tageseltern. Dort haben wir niemanden, obwohl wir auch diese Dinge zahlen, der oder bilingual diese Ausbildungen macht. Wir haben einige Bereiche, wo wir mit gemeinsamen Projekten Dinge erreichen könnten. Ich glaube auch, dass bei dem Sprachniveau Matura es dann und nur dann, wenn es in einem öffentlichen Bereich ist, wo du aber die österreichische Gesetzgebung hast. Die kannst du nicht mir nichts, dir nichts aushebeln. Da muss man, das haben wir auch im Dialogforum besprochen, kreativ insofern sein, als dass man dieser Person dann die Möglichkeit gibt, das als Zusatzangebot mit einzuführen. Also wir haben schon auch jetzt rechtliche Möglichkeiten, Dinge zu verändern, wenn es in irgendeiner Art und Weise geht. Aber dann muss es bitte verfassungskonform österreichweit sein. Dann können wir Niveaus verändern. Ich persönlich würde es im Sinne einer Gleichwertigkeit der Sprachen wirklich gut überlegen, ob wir es in diese Richtung machen. Anders ist es bei gewissen gemeinsamen Programmen, wo wir Kolleginnen und Kollegen aus Slowenien, das haben wir ja jetzt auch schon praktiziert, hier hereinholen können und dasselbe kann man beispielsweise in einem Austauschprogramm auch zustande bringen. Da braucht man die Trägerorganisationen dafür, dass das Ganze zu tun ist. Ich habe auch mit Minister Arcan gesprochen, wie wir uns hier wechselseitig auch unterstützen können. Ich glaube, dass wir mit einigen Bereichen auch im Sommer und mit der Vermittlung von Sprache jedenfalls in diesen Kindergärten diese elementarpädagogische Chance nützen müssen. Ich bin überzeugt, das wird in einigen Jahren
Es läuft ja jetzt schon einiges auch, denkt nur an die Debatten, die wir jeden Tag haben. Wir machen einen gratis Kindergarten für alle. Keine soziale Barriere macht, worüber wird diskutiert, weil einige Gemeinden so deppert sind, Entschuldigung, ich sag's, und das Essens aufhauen, das Bastelgeld aufhauen, manche nicht die bildungspolitische Bedeutung erkennen, um etwas, was gut ist, darzustellen. Wir debattieren nicht darüber, dass es endlich keine sozialen Schranken mehr in diesem Land gibt, dass ein Kind eine elementarpädagogische Einrichtung besuchen kann. Worüber reden wir? Essensgeld, wie schlimm das ist, gratis ist nicht gratis, als ob wir eine semantische Diskussion hätten. Und daher glaube ich, auch im Zusammenhang mit dem brauchen wir für die Zweisprachigkeit entsprechende Vorbereitungen. Ich glaube, dass es entscheidend sein wird, an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik jedenfalls die zweisprachige Didaktik mit auszubilden. Ob sich das dann, da würde ich gut drüber nachdenken, wenn man etwas kann, eine Zusatzqualifikation, ausschließlich der monetäre Anreiz da sein sollte oder gewisse Leitungsfunktionen das als Voraussetzung sehen, das wäre der Weg, der mir wichtiger, richtiger und nicht gegeneinander ausspielend, sondern eher das Gemeinsame forcierend wäre. Vielen Dank, Herr Mack. Sie wollten noch was dazu sagen? Ja, du hast ja angesprochen, Galizien ist im zweisprachigen Bereich. Wir haben aber im Kindergarten nicht eine Pädagogin, die slowenischsprachig ist. Jetzt bin ich 8 Jahre Bürgermeister. Wir haben schon mehrmals jetzt neue Posten ausgeschrieben. Wir haben auch die Leitung ausgeschrieben, also jetzt nicht einen unwesentlichen Faktor. Und weil du auch angesprochen hast, in manchen Gemeinden wird es ja gelebt. Da muss man aber ehrlicherweise sagen, da ist die Sprache noch viel, viel mehr präsent. Da sind wir in Galizien schon leider viel, viel weniger, wie es in Eisenkoppel, Glowasnitz oder Bleiburg ist. Das muss ich eingestehen. Die slowenische Sprache ist bei uns sicherlich nicht so sichtbar wie in den Nachbargemeinden. Und deswegen haben wir auch das Problem bei unseren heimischen Pädagoginnen, dass sie diese Sprache nicht mächtig sind. So, jetzt noch einmal zurück zu den Ausschreibungen. Es ist bei uns nicht Voraussetzung, dass man slowenischsprachig ist, aber ich habe jede einzelne Bewerberin, es waren nur Bewerberinnen, deswegen brauche ich nicht gendern, gefragt, ob sie slowenischsprachig ist, und das war nicht eine einzige. Und da fängt ja die Hauptproblematik natürlich auch an, zudem wir ja ein grundsätzliches Problem an Arbeitskräfte, an Fachkräftemangel haben, und gerade im Bereich der Elementarpädagogik, das merkt man jetzt ja, in den kommenden Jahren wird das ja noch viel, viel schlimmer werden. Wir bilden ja genügend Menschen aus, diesen Beruf zu machen, aber die wenigsten bleiben im Beruf. Und da ist es natürlich dann, der Prozentsatz, der slowenisch sprechend ist, natürlich noch geringer, wo an allen Ecken und Enden die Menschen für den Bereich fehlen. Das ist meiner Ansicht nach sicherlich das Hauptproblem. Ja, vielen Dank. Der Herr Landeshauptmann muss in 10 Minuten diesen Raum verlassen. Das habe ich ihm versprochen. Ich würde jetzt noch Fragen sammeln, aber ich würde Sie auch bitten, jetzt so lange Co-Referate mehr zu halten, sondern möglichst konkret auch ein Anliegen vielleicht an die Runde, insbesondere den Herrn Landeshauptmann zu richten. Ich weiß nicht, ob die anderen Herren noch ein bisschen länger da bleiben können. Da können wir ja dann noch weiter diskutieren oder vielleicht das auch dann in einem gemütlicheren Rahmen machen. So, jetzt waren da 2 Wortmeldungen. Eine kurze Frage, eine ganz kurze Frage hätte ich, eine ganz konkrete mit einer 30-sekündigen Einleitung. Es geht darum, dass das Klima sich verbessert hat. Das haben wir festgestellt. Hier zwischen den Volksgruppen in Kärnten ist ein positives Klima. Das Miteinander hat sich stark verbessert. Wir haben auch in der Pause kurz darüber gesprochen, wie stark sich das Zusammenleben der Volksgruppen, das Klima untereinander verbessert hat, wenn wir zurücksehen in die 70er Jahre, wo es bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben hat, in die 60er Jahre, wo der zweisprachige Unterricht abgeschaffen wurde vom Heimatdienst. Heute haben wir ein positives Klima. Was spricht konkret dagegen, in absehbarer Zeit und jetzt anfangen, die Voraussetzungen zu schaffen, für die gewachsene natürliche Zweisprachigkeit wieder zu sorgen im Südkärntner Raum, in allen Bildungseinrichtungen, allen Kindern die Chance zu geben, Slowenisch und Deutsch gleichwertig zu erlernen, in der Kinderkrippe, in außerschulischen Betreuung, in der Volksschule zumindest.
vielleicht auch noch in der Sekundarstufe. Was spricht dagegen, heute noch in gutem Zusammenlebensklima in absehbarer Zeit das einzufordern und heute die Voraussetzungen beginnen zu schaffen? Das wäre auch meine konkrete Utopie. Ich glaube, es spricht offiziell nur manche Gesetzgebung dagegen. Nach der Abschaffung des utraquistischen Schulsystems ist die Pflicht zur Anmeldung und nicht jene der Abmeldung gewesen. Die Abmeldungspflicht hat es immer gegeben. Unser Bemühen geht in die Richtung, so viel als möglich an Zweisprachigkeit so früh als möglich zu ermöglichen. Und auch so lange wie möglich, weil das war ja auch immer wieder der Übergang dann in die Sekundarstufe. Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt. Jaz sem samo eno ugotovitev pravzaprav in to bi rad v slovenščini povedal. Se spominjam, lani je gospod Škof rekel, jaz se tukaj tako dobro počutim, jaz tudi lahko slovensko govorim, torej dva jezika sta čisto enaka, mi imamo tudi prevajanje in ja, politologinja je predlagala, da bi imeli v deželnem zboru morda tolmače. Jaz ne vem, zakaj bi potrebovali tolmače, če drugi deželni jezik tudi tu nima tiste veljave. Prosim samo za pomislek. Ja, vielen Dank, Martin. Ich würde jetzt in einer Schlussrunde einfach schon überleiten und da kann man natürlich eingehen auf die einzelnen Fragen. Auf diesem Programm steht Zukunft Kärnten 28, das Jahr 2028 erschreckt mir jetzt ein bisschen die Zahl, aber ich würde Sie gern bitten, vielleicht zu sagen, was aus Ihrer Sicht 2028 sich verändert, verbessert hat für die Volksgruppen in Kärnten und vor allem auch, was Sie dazu beigetragen haben. Herr Rieber wird gleich bei Ihnen beginnen. Ich würde gleich an das anschließen, was der Herr Mikl schon angesprochen hat. Es gibt meiner Meinung nach ein Missverständnis und da können wir alle viel tun in der Richtung. Nämlich, ja, es gibt eine verbesserte Stimmung im Land gegenüber der Volksgruppe. Das hat auch die OGM-Studie belegt. Interessantes Detail dabei ist allerdings, dass wenn man sich das jetzt aus der jeweiligen Perspektive, Volksgruppe oder Mehrheitsbevölkerung ansieht, völlig verschiedene oder sehr verschiedene Sichtweisen entstehen. Und dabei fällt auf, dass von Seiten der deutschsprachigen Bevölkerung nicht so das wahrgenommen wird, dass es tatsächlich eine so vermehrt bessere Stimmung gibt. Offensichtlich wird wahrgenommen, dass es noch immer unberechtigte Forderungen seitens der Minderheit gibt. Und jetzt muss man aber dringendst unterscheiden, was ist die allgemeine Stimmung im Land und wie wird der Wert der Sprache wahrgenommen. Und an diesem Bereich können wir massiv viel machen, in allen Bereichen, im öffentlichen Bereich, in vielen Bereichen. Natürlich, vor allem im öffentlichen Bereich, ich habe es schon im Dialogforum erwähnt, den Satz bin ich noch schuldig für das Protokoll, das nachzuliefern, aber auch die Autoren der OGM-Studie haben das dezidiert ausgesprochen, dass der Wert der Sprache unmittelbar damit verbunden ist, wie sie im öffentlichen Bereich gehandhabt wird, ob sie überhaupt präsent ist oder ob sie praktisch nicht verwendbar ist. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Dankeschön. Herr Smirtnik, was haben denn Sie im Jahr 2028 verändert? Eno zelo težavno vprašanje, eine sehr schwierige Frage. Ich bin schon seit meinem, 30. Lebensjahr irgendwo politisch tätig. Die Themen sind ziemlich gleich geblieben und ich glaube, viel Hoffnung lege ich nicht hinein, aber ich werde Optimist bleiben und versuchen, die Kärntnerinnen und Kärntner dahingehend zu sensibilisieren, dass es sehr schade ist, wenn die slowenische Sprache in Kärnten verschwindet und dass dadurch auch ein Kulturgut und eine Geschichte verschwindet. Ich glaube, man muss auf die emotionale Seite drücken und wenn uns gelingt, dass die Aufschriften zu den Grenzübergängen zweisprachig sind und die Alpe-Adria-Feste dreisprachig beworben und bespielt werden, dann habe ich schon einiges erreicht.
Gut, ein Fall von hoffnungslosem Optimismus. Herr Mack, was haben Sie erreicht im Jahr 2028? Ich möchte das ein bisschen unterschiedlicher beleuchten. Zum einen in meiner privaten, als Vater meinen Kindern das weiterhin ermöglichen, die zweite Landessprache oder auch natürlich viele andere Sprachen mehr zu lernen, weil ich bin der Meinung, je früher man Sprachen erlernt, umso leichter tut man sich dann im Leben. Als Bürgermeister probiere ich es mit sehr kleinen Schritten, die Hemmnis der slowenischen Sprache auch bei uns in der Gemeinde immer weniger, dass es ein Hemmnis wird. Wir haben auch eine mehrsprachige Beschriftung auf der Volksschule, was vor wahrscheinlich 15 Jahren noch undenkbar in Galizien gewesen wäre. Bei uns wird nächstes Jahr ein Nahversorger eröffnen, der von der Sadruga geführt wird. Wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht möglich gewesen. Und das sind, glaube ich, so kleine Schritte, wo auch die slowenische Sprache dann im Alltäglichen, auch bei uns in der Gemeinde, wieder eine Spur sichtbarer wird. Denn, und da sind wir uns, glaube ich, aller Sprachen einig, auch wenn ich sie nicht kann, aber bei jedem Konzert, wo ich bin und ein slowenischer Chor ist, es gibt nichts Schöneres wie ein slowenisches Lied, weil es halt einfach sehr melodisch ist. Ja, lieber Kollege, das kannst du ja perfekt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das sind so diese kleinen Schritte, die man im täglichen Leben tun kann. In der Politik bemühe ich natürlich, dieses Zusammenleben noch weiter zu stärken. Und die gesetzlichen Grundlagen, was die vorschulische Erziehung betrifft, ich bin der Meinung, das größte Problem haben wir auf den Mitarbeiterinnensektor in allen Bereichen. Und es ist sicher keine Gemeinde, keine Familie abgeneigt, zweisprachige Kindergartengruppen zu installieren. Aber es müssen natürlich auch die Voraussetzungen da sein. Gut, das mit der Homepage schaue ich mir an in einem Jahr. Werde hier berichten. Herr Landeshauptmann, es bleibt jetzt ein bisschen an Ihnen hängen, ein bisschen mehr zu liefern wie nur schöne Ziele. Die Forderung ist mir Befehl. Entscheidend ist die Sprache, dass die Sprache gesprochen wird, dass sie sichtbar ist, um es mit Florian Lipusch zu sagen, so jesi komesmo alinismo, so jesi kombomo alinebomo. Mit der Sprache sind wir, mit der Sprache werden wir sein oder nicht sein. Ich glaube daher, alles, was wir institutionell tun können, mit allen dargebotenen Verbesserungen, Konzentration von elementarpädagogisch dort, wo die Politik qua Gesetz die Möglichkeit der Gestaltung, Prägung, Verbesserung, Entwicklung hat, dort auch zu schauen, dass diese Zweisprachigkeit, beide Landessprachen in adäquater Form bis zu Mickelschen Forderungen und Normaldarstellungen entwickelt wird. Sprache heißt für mich aber auch nicht nur das Sprechen. Wir haben die IT. Wir haben Situationen, Übersetzungsbereiche, wo auch Sprache gegenwärtig ist. Und ohne jetzt ein Partycrasher zu sein, aber wie viele junge Menschen sind mehr im Internet, in anderen Foren etc. tätig, wo du nicht die Sprache im Sinne von Sprechen, sondern als vielleicht bestenfalls erlesbar da hast, da entstehen irrsinnig viele Ebenen, die sollten wir nicht außer Acht lassen. Im IT-Konzept des Landes Kärnten, das wir in der nächsten Regierung beschließen werden, in den daraus abgeleiteten Bereichen, ist auch dieser Bereich Artificial Intelligence mit ein Punkt. Dritter Bereich, wir sollten die Chance der baltisch-adriatischen Achse, insbesondere der engen Verbindung Steiermark-Kärnten nutzen. Auch in der Steiermark gibt es eine slowenische Volksgruppe. Graz hat wahrscheinlich bald mehr slowenisch sprechende Kärntnerinnen und Kärntner als so manche größere Ballungszentrum in unserem Bundesland. Hier auch eine zusätzliche Ebene, Möglichkeiten zu schaffen, wäre, glaube ich, ein Gebot der Stunde. Selbiges gilt dann spätestens mit dem Semmering-Basistunnel, 2 Stunden 40 Entfernung für Wien. Vorletzter Punkt. Ich würde mich an sehr positiven Beispielen, damit es sehr praxisnah wird, orientieren. Die Erfolgsgeschichte des Geopark Karawanke. 5 slowenische, 9 Südkärntner Gemeinden. Zweisprachige Programme, Angebote, Tourismus, Verbindungen, wissenschaftlicher Austausch sind Basen, auf denen wir viel aufbauen können. Ich werde auch alles tun, dass wir vielleicht schaffen,
mit Slowenien auch einen Zugang zur Euregio, die wir derzeit nur mit Frau Ljuliš-Venezia, Veneto und Kärnten haben, zu ermöglichen, erste Schritte in der Alpen-Adria-Allianz zu setzen. Auch das sind Dinge, die mit Projekten gemeinsam verbinden können. Und der letzte Bereich, ich glaube, dass jede und jeder von uns was beitragen kann und soll, je auch nach gesellschaftlicher Wichtigkeit und Wertigkeit. Ich habe selbst verspürt, vom Negativen am Anfang bis zum Positiven in der heutigen Zeit, was es bedeutet hat, als ich meinen Sohn in den zweisprachigen Kindergarten, in die Dvojezična Lučka Škola, Slovenski Gymnasium, Kugi Razred, angemeldet habe und er das alles gemacht hat. Es verändert mich, meine Familie, ihm, das Umfeld, manche negative Schelte, extrem viel Positives. Manchmal braucht man auch den Mut zum aufrechten Gang. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube auch für diesen Appell ans Publikum, diesen Raum zu verlassen, nach für uns 2 sehr intensiven Tagen, aber auch darüber nachzudenken, was jeder von uns persönlich leisten kann. Nichtsdestotrotz werden wir uns nächstes Jahr hoffentlich hier wieder sehen und die Politik auch wieder in die Verantwortung nehmen und nachfragen, was ist weitergegangen, wo gibt es noch Defizite. Aber für heute vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause und auch noch einmal vielen Dank ans Podium für die Zeit, für die Bereitschaft, auch mit uns gemeinsam nachzudenken. Und hoffen wir doch, dass im Jahr 2028 nicht nur die Koralmbahn durch Kärnten rauscht, sondern vor allem viele junge Menschen, die viele Sprachen beherrschen, dann bei uns in Kärnten leben wollen. Vielen Dank.